Weil wir uns neigen zum Gebet. Gott, wir kommen vor dir und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass die weit, wo unsere Feit uns vor den Läden machen, was von Stopp wir sollen machen nehmen, was wir sollen von dir nehmen. Wir brauchen uns nicht sorgen, aber wir sollen besorgt sein, dass wir können der rechte Linie gehen, der rechte Weg, dass wir unsere Feit würden leben und von dein Wort. Gott muss dir uns segnen, muss dir uns abwehren, muss dir uns halten, von dir zu hören, von dir nicht von mir, aber von dir. Er muss dir uns abwehren und uns glauben, uns abwehren, uns Verständnis von dem Wort und muss dir direkt zu uns reden. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Was und der Titel für die Botschaft, ich dachte vielleicht, ich würde können sagen, das ist eine jährliche Schäcklichkeit prüfen. Was bedeutet das nicht? Na, ich kann Ihnen sehr fernet denken an mein Phone, das ist ein plattdeutscher Wiederbürg. Und ich kann alles sagen, englische Wörter, was ich kaum auf Deutsch weiß, kann ich das nicht finden, was es meint. So, ich weiß nicht, Sie wissen, was es meint. Aber eine jährliche Schäcklichkeit Prüfung, das muss sein, in den Jäst bist du gesund. Bist du stark in den Jäst, bist du gesund. Na, wir glauben, wenn wir in uns physischen Körper nicht ganz gesund sind, dann machen wir bloß Exercise tun, vielleicht stellt sie ran, und dann wird uns Körper besser gesund, auch mit der rechten Nahrung und Verreibtheit. Aber was von uns glauben? Uns Glauben ist auch so, dass kann stärker werden. Das kann mehr gesund sein, als was es ist. Was würde ich glauben, von ich würde sagen, dass Gott sagt in seinem Wort, dass wir brauchen keinmal Trägerrutschen in uns Glauben. Das ist nicht neidig. Das ist nicht neidig. Wir brauchen keinmal Trägerrutschen. Na, aber von ich in mein Leben kicken da, mein jährlicher Wandel als Fernsehstadt geht besser und ich kann Gott preisen und dann bin ich bei einem Punkt und dann merke ich eine rechte Entscheidung, weil ich nicht für das Tausch tun und das, vielleicht ist das erste nicht mehr wirklich Sinn, aber das ist bloß, ich kann nicht das rechte Ding gewählt, na ja, dann ist es vielleicht doch Sinn, aber ich will das nicht Tausch tun und dann jeder drauf, was ich bekannt und dann kommt das Ware nachher und dann ist das. Ich weiß nicht, ist das für ihn auch bekannt ist, oder sie auch so unterfahren haben, dass nach mir ein bisschen so ein Boy, was immer gratis wird und das geht, aber nach mir dann sind so eine Boy auftiden, wo uns Glauben nicht teilnimmt. Vielleicht sind ich der Einzige. Aber Jesus, ich will sagen hier, Petrus sagt in seinem Wort von Gott, das ist nicht neidig. Wenn ihr die Bibel in Hand habt, wir 2. Petrus, Kapitel 1. Petrus, Kapitel 1. Und ich werde die ersten 15 Vers lesen und dann die ein bisschen vertalen. Aber erst will ich eben in Warnung lesen in Psalm 32, Vers 9, das sagt, sieht nicht so die Pied und so die, na, a Beauty sagt das Maultiere. Ich weiß nicht, Sie wissen, was das ist. Auf Englisch ist es Mule. Nein, das habe ich nicht in meinem Wiederbild nur gesehen, was das ist, aber almost. Sieht nicht so die Pied oder so die Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen. So ein Pied wird nicht harchen, der macht das Gebiss, das Ding in Mehl anstappen, und dann der Mensch, der hängen satt, der kann, und das sieht riechen oder da sieht, wenigstens der Pied will nicht durchhauen, wo der soll. So, der muss immer hier durchhauen, dass er wird harchen. Und Gott sagt hier in der Psalm, weil wir nicht so dort sein, dass er muss Hunsch gereden, dass wir gehorsam sind, weil wir leider so ein Piet sein, was fernharcht, oder so ein Schub sein, was fernharcht, wo uns Schubswort handelt.
2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 bis 15. Vers 1 sagt, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel von Jesus Christus, und die mit uns taub in diesen Glauben überkommen haben in der Gerechtigkeit, die Gott uns gibt und uns Heiland Jesus Christus. Paulus sagt, er ist hier ein Knecht, aber auch ein Apostel. Und Petrus Abraham. Er ist ein Knecht von Gott. Und in diesem Namen, Jesus Christus, hat er all in Kreis, ein Willkommen. Und das ist der Name, mit dem ich auch von der Willkommen heiten. In Jesus Christus ist der Name Willkommen. Der 2. Vers sagt, Gott gebe euch viel Gnade oder viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus, unseren Herrn. In unserer Welt von der ist nicht sehr viel Frieden, nicht? Alle wegen Menschen sind ein bisschen ammerlich und ein bisschen hat nicht Frieden, ich bin unter Menschen, ich bin zu gehen und naja, wir wollen auch die Sachen, die Herrchen, so die sind, aber Menschen haben bloß nicht Frieden. Auf einmal ist am besten mehr Sachen schon auf von einer anderen Person erst und die kicken die ein bisschen an und gehen fort. Und die haben alle wegen, na, wo bist du gewesen und wo bist du gewesen? Wir werden in Stolzia in Norden Ontario, das ist ein bisschen über den Weg zurück. Ein paar Jahre zurück, wir haben eine Frühbus Familie, wir waren in Sudbury gegend und wir waren bei einem Restaurant und als wir wollen dann angehen, die Menschen, die früher und so, von wo sei und wir sind von London gegend. Wir sagten, okay, best die Karts in Toronto gewesen? Und wir sagten, no, wir fuhren nur rum, dass wir nicht dürfen in Toronto nennen. Und die sagten, okay, dann sei ihr willkommen in das Restaurant anzukommen. Aber die haben bloß nicht Frieden, das ist alle wegen Unfrieden. Aber das von Jesus, die Gnade, das kommt von ihm. Und das ist nicht, was die Welt hat. Und dann Vers 3 sagt es, und nachdem, und nur dort, all das von seiner seine Kraft, oder göttliche Kraft, was zum Leben in einem göttlichen Wandel geht, oder dient, das ist uns geschenkt. Das ist durch die Erkenntnis und durch die Berufung von seiner Herrlichkeit und seiner Tugend. Was bedeutet Tugend? Wer weiß, was das Wort Tugend bedeutet? Auf Englisch heißt das Wort Virtue. Das hat zu tun mit Eigenschaften, mit Charakter, mit einem reinen Charakter, mit einem reinen moralischen Weg von Leben. Und all das kommt durch Gott. Und das hat zu tun mit dort alles, was uns fehlt, das kriegen wir durch Gott seine Kraft, durch Gott seine Gnade. Das ist Friede, was Gott gibt. Das ist Kraft, was Gott gibt. Das dient uns, dass wir das in göttlichen Wandel einführen, das Gott will haben. Dass wir das leben. Vers 4 sagt, durch das uns diesen teuren, diesen großen, das allergrößten Verheißungen, diese Versprechungen, das sind geschenkt, nämlich, dass durch das, ich wollte bloß auf Hochdeutsch lesen, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Gott hat uns das gegeben durch seine Natur, seine göttliche Natur. Gott hat uns das geschenkt, gegeben, dass wir können, was in der Welt ist, was nicht aufrichtig rannt, was nicht aufrichtig schafft, diese vergängliche Welt, dass wir hier können in Gott seine Wege wandeln und dass wir diese fleischliche Lüsten können überkommen. Ist das zu verstehen? Ist das klar, ist das nach ein bisschen Blatt eingeflängert? No? Klar ist Blatt oder klar ist reines Wasser? Ich gucke so klar ist reines Wasser. Gott hat uns das gegeben. In Epheser 1, Vers 3, das sagt, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Er sagt hier, Gott hat uns alles gegeben.
Gott hat nicht, hij kijkt nicht rauf und sagt, okay, dit kost die nicht haben, das wird toonfein Geschenk sein für die. Das kostet die nicht. No. Hij hat uns alles gegeben, was uns fehlt, dass wir können jährlich wohnen, was hij will haben. Habe ich jemals gedacht, würde Gott wollen, dass ich so einen Sinn anfange? Würde Gott wollen haben, dass ich so? Ich glaube, wir können sein, so wie das ich kann sein, ich glaube nicht, dass Gott wird wollen haben, dass ich so einen Sinn anfange. Und wenn er das nicht will, und er sagt, er hat uns alles gegeben, was uns fehlt, dass wir können so jährlich wandeln, so ein jährliches Leben führen, dass er will haben, dann was hat er für mich Trigjfaulen, dass ich das nicht konnte. Wir vertelten in der Discipleship Class ein klein bisschen von so einer Dinge, dass wir glauben, wir uns größte Feind wird der Feind sein. Wird der Südhund sein. Aber das ist nicht so. Heißt mal der dritte größte Feind. Der größte, das ist der, was wir meist erst Marius von einer abweicht und er geht so schleiperig an und dann der die Krone ummerken und wurscht einer sich da hängen und dann kickt einer in ein Spiel und dann der wird so zurückgekickt. Das ist der größte Feind, was wir haben. Das ist der, was uns zurückhält. Gott gibt uns alles, was uns fehlt, aber wir sind der, was uns zurückhält, dass wir es annehmen. Na, ich sage das nicht, dass wir sollen uns selbst gehen eingrenzen, warum will ich das wahr tun? Warum heul ich mich zurück? No, nichts ist dort. Einmal fehlt uns vielleicht ein bisschen eingrenzen, aber das ist nicht sehr fair, was uns dort fehlt. Aber uns fehlt es, auf die Knie zu kommen, in Jesus zu fragen, wirst du wahre gnädig sein mit mir? Wirst du mich wahre halten, abzuschrotten, abzustehen und den reichen Weg zu gehen waren? Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt. Aber eins muss sagen, wir beten uns das einmal, vielleicht habe ich das die Geschichte gehört. Die wir ein Mensch, haben wir ein Christ, haben wir auch ein Norek, und er hat einen Jungen, der nichts von Gott will weiten. Und das Führer, er prüft den Jungen von Gott zu lehren und prüft ihn von Gott zu vertrauen. Aber durch sein Leben des Jungen, der will nichts von so weiten. Und als das ältere Mann auf dem Stoffbad ist, dann kommt das Jungen zu ihm und er will weiten, wo das steht. Wenn er wird sterben, wird er noch ein Wort kriegen von seinem Führer, was zurück wird. Und der Führer sagt, was du kriegst, ist diese Bibel. Und das ist alles. Das ist, was du für mich kriegst. Und so starb der Führer. Und der Junge, der hat die Bibel genommen, aber nicht einmal aufgemerkt. Und das Junge, der wurde Allah. Und ich kam über sein Strafbad, wo er meist eng von seinem Leben ist. Und dann denkt er daran, der einzige Ding, was mein Vater mir will geben, wie die Bibel. Und sein ganzes Leben ist da gewesen, und besser gewesen gegen seinen Vater. Aber er glaubt, nein, nie ist eng von meinem Leben, ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht soll ich wenigstens einmal in die Bibel angucken. So, er merkt das auf die erste Seite durch ein 100-Zadel dabei. Und er guckt nach Wort. Und dann fängt er an, ein bisschen zu lesen. Auf der zweiten Seite, das sind 300 Zadels, zwischen der zweiten und dritten Seite. Und was gibt das? Und dann hat er mit der Bibel so steht. Na, hier sind da Papieren hier, das sind nicht 100 Zadels, aber du bist dann, das sind Düsende und Düsende. Ich weiß nicht, wie viel Geld. Aber zwischen jeder Seite sind ab das wenigste 100 Zadel. Na, ich habe das so gesagt, dass ich dann denke, von jeder wirkliche Geschichte kann, und wo ich sage, Billy, das nicht kriegt, wo das wir. Aber almost, du wirst sehr viel Geld dabei. Und was sein Vater hat am Wort sein ist, in Gott sein Wort, du hast Reichtum dabei. Nicht bloß Geld, das viel mehr wert, was hier bei ist, als bloß das Geld. Das Junge, er war ab mit nicht sehr viel zum Ewigen.
Haben wir keinmal wirklich Geld auf. Und alles, was am Wort han gefehlt, dass er einen viel besseren Anfang merken kann, wie in Gottes Wort bin. Jesus auch physisch. Und das, wo wir fertig sind. Wir kicken in die Bibel, die ist tau, oder die bleibt vielleicht bloß auf einer Seite und wir glauben, na, wo kann das mich halten? Wo soll das mich halten? Aber von uns Verstand nicht bein ist, und unsere Feite nicht mit dieser Gasoline abgefällt sein oder Nahrung abgefällt sein, wo soll wir den rechten Weg gehen? Wo soll uns das halten, von der bloß du auf der Schmacke Schop steht? Das sitzt so Schmack. Hast du gesagt, ich kann so Schmack in der Bibel tun. Das sitzt aber so Schmack. Haft nicht nur, als nicht nur schwingt, wie du das immer merken. Aber unsere Finger fühlen nicht an, unsere Augen kicken nicht durch, unser Hort ist nicht up zu, was Gott wollte uns sein. Wo soll wir den reichen Weg gehen? Und wir haben uns gelesen, dass in Epheser 1, Vers 3, das sagt, dass Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt. Trigjfaulen, 2. Petrus. Dankeschön, für wer immer das Wort hier einmal anbringt. Dankeschön. 2. Petrus 1, Vers 5 sagt es das. So wendet allen euren Fleiß daran und reichet da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. So was meint dort? Er sagt, in bezieht all das, der Glauben, der Friede, der Gnade, was wir in der ersten 45 von gelesen haben, und bezieht all dort. Mehr ist all dort. Er sagt, den Glauben, was du hast, das teilnehmen zu dort. Gibst alles, was du hast, das sagt, so wendet allen euren Fleiß daran. Gib alles, was du hast, und das. Und dann sagt er, dort zu den Glauben teilnehmen. So wo soll wir uns Glauben teilnehmen? Wo kriegen wir verhebst Glauben? Glauben, Gott im Wort sagt, wir kriegen Glauben durch Gott im Wort und dort wieder hören. So wir müssen uns aufmerken, dass wir kein Gott im Wort hören. Das ist nicht, dass wir auch mein Wort hören. Das ist nicht, dass wir auch den ersten Predigt im Wort hören, dort Hauptwerten, aber wir sollen Gott im Wort hören. Wir sollen Gott im Wort angucken. Und der, was die Botschaft bringt, der soll nicht sein Innenwert sein, dass es dann auf den, dass der prüft, nicht sein Innenwert zu sein, dass der prüft, dort, was Gott am Jaft, dort wiederzubringen. Aber dort ist den, was der Redner ist, das seine Abgabe, der Tauchharche dort zu sein, ist es wirklich Gott sein Wort. So in uns Glauben teilnehmen. Was mein Trouble wir sagen, ihr Christ, wir, ich das erste Staub ein bisschen ewig habt, und das sagt hier in eurem Glauben Tugend. So wir sollen uns glauben, wir sollen einen reinen Charakter, das ist der zweite Staub. Wir sollen erst Glauben haben, wenn es Unglauben ist, es nicht möglich, dass wir können Gott anbeten wirklich. Das trifft bloß nicht. Wir können nicht einen Wandel haben mit Jesus und Glauben. Glauben ist der erste Staub, und dann der zweite, das ist ein reiner Charakter. So wenn uns Charakter nicht rein ist, wenn uns Eigenschaften, die Weg, wo wir leben, von dort moralisch anreden ist, und erst ein Weg in anderen, als es mit uns Geld, als es, wo wir vertalen, als es mit fleischlicher Lust, was immer das ist, wenn es nicht rein ist, dort, wo Gott sagt, hier, das soll rein sein. Dort zu den Glauben in den Tugend, das kommt zweitens mal. Und dann sagt er, von dort ist es, dann du in den Tugend, in den reinen Charakter, mit dem Glauben, dann du wieder lernen, Erkenntnis. Wenn wir bloß in uns Erkenntnis schaffen, bloß sein, mehr zu lernen, dort wird ein Abhuffen. Dort wird ein ganz Abhüssen, ein bisschen eine Bluse, was seit einer Schal hat, kommt der erste Wort und das speckt ein bisschen an und dann der wird ab.
Dat merkt een mens stalt. Van een mens geloven heeft en voet proeft mij te leren, dat merkt hij stalt. En dan de karakter blijft aanrein. Die blijft niet zoals die zal zijn. Du willst maar eerst geloven en dan naar een karakter en dan mij leren. Veel we zeggen, oh, dat is zo lang in de Bibel zo je was. Dat is zo fijn, dat ik heb zoveel geleerd. Ja, bewust in karakter. Wings dat zal het fundament zijn, of de tweede schicht. Van en denkt in huis of eerst een gebied ben, dan eerst met het fundament gelegd, en dat is Jezus Christus, en dat is de geloven op hem. En dan de nächste schicht, dat wordt dan de reine karakter zijn. En dan doorboven komt de erkenntnis, de verständnis. Mij leren, dat helpt niet zoveel. Paulus geeft ook een waarschuwing dafür. Hij zegt, deze mensen die leren en nemen immer toe en ihre verstand, maar die komen keinmal bij de waarheid. Die komen keinmal werkelijk bij de waarheid. En dit is steden, waar ik niet moet zeggen, wo het is in de Bibel, dat kan je dan zelfs nu zijn, is dat werkelijk stemmt dat dat in de Bibel is. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit. Was meint Mäßigkeit? Was bedeutet das? Op Engels ist das Wort Temperance. Hat zu tun mit Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Dat eine, ich glaube, wir wissen, was Selbstkontrolle ist. Selbstbeherrschung. Dat eine nicht zijn zelfs bloß laat ran en alles wat einer doet. Er zijn einzige redenen die zeggen, wat immer die in die Hort aankomt, dat is alles van God. En zo dan van die Christ best, jede idee wat in die kop in die Hort aankomt, dat is alles van hem, goed dat alle hangen aan. Dat is bloß alles. Bruckst keinmal Selbstbeherrschung en eerst mal denken, is het reich of is het niet? En dat is niet biblisch. David zegt, kijk in mijn hart, en zie, als het reicht. Want hij wist dat zijn hart weer werkelijk, die wil immer van de reichen weg een beetje eine Seite de andere afholen. En hij wist, hij moest God hebben dat hij zal hem prüfen en wijzen, als het reicht. Ons fehlt Selbstbeherrschung. En ik geloof, we weten dat alle. Ons fehlt Selbstbeherrschung. Aber dat komt nu de Erkenntnis. En nu Selbstbeherrschung komt Geduld. Ik weet niet, als eerste hier ben, heeft jemals God gevraagd om mij geduld. Ik weet niet of het eerst wel heeft, maar wenn eerst hier ben heeft, dan ik geloof, dan weet je wat dan nächste Mal komt. Van een eerst een geduld vraagt, wat fehlt het dat een kan geduld leren? Er moeten een deel dingen in zijn leven aankomen. Een deel zo'n grote, op Engels zeggen we obstacles, zo'n grote laagje in ons weg. Ik was eenmaal op een weg van Chihuahua naar Durango. En dit is een weg, die laagje ben, wat aan die laagje ben weer, wat aan die laagje weer, wat op een weg weer. En die laagje, wat aan die laagje weer, die weer meest groot genoeg dat ik mijn truck voorbij zullen kan. En dan moest hij nog eenmaal besieden weg voor op de stenen, wegen dat weer beter als dan heavy. En zo'n dingen in leven, van wie een geduld vragen, dan komen zo'n dingen in ons leven. Mijn broeder Hendrik vertelde eenmaal, hij voer van, dat we in Baja California, hij voer eenmaal op een weg. En de route heeft deze weg nap de rijden, toen we een groot geschaf, waar de reifen verkijken deden. En de ganze stad, waar hij daar voer, dat zag werkelijk niet zeer rijk. Dat zag een beetje om. Maar dit reifen geschaf, die weer niemand, die weer groot, die hadden duil over. En die hadden van zoveel soorten reifen, duizenden en duizenden vielleicht, weet niet hoeveel duizenden doelen weet van reifen, wat die doen alles rijden hadden, om napstarten. Eens van dan voort einer eerst in zo'n kleine range in Mexico en die had niet zo'n soort reifen wat einer fehlt. Maar dit geschaf had alles, ik meen alles. En hij dacht, nou, wo kan dat zijn? Maar hij dacht niet zeer veel aan, voor hij vielleicht 5 kilometer op deze nächsten weg, dan wist hij waarom hij geschaf zo goed deed. Er weer een steiner van een boy raufgevallen. Hij moest van einer Seite weg, ganz bei der anderen einmal, maar
een ditch aan de andere zijde wacht, dat hij kunt ramvoeren van de steinen wat er abgefallen wären. En dan denk aan al die kleine steinetjes wat er wären. En twee Reifen besieden weg, alle wegen. En eins moet van wir geduld vrij en dan passieren zo'n dingen in ons leven. Geduld fehlt ons. En van wir daar komen, dan komt een sterkere Glauben en ik heb een sterkere hoopning voor dat, want God wijst ons, deze dingen hij is met ons taub. Aber die Dinge sind ein bisschen schwer, an so eine Dinge zu freuen, nicht? Auf Englisch ist das Wort Patience. Und ich sage, der Einzige, der so an Patience freuen, ist ein Doktor. Aber no, uns fehlt das alle. Jeder Christ fehlt Geduld. Bloß die Dinge durchzuführen, das ist nicht immer leicht. Und dann sagt Petrus hier, in der Geduld Gottseligkeit. Gottseligkeit, auf Englisch Godliness, Gottlichkeit. Und wir glauben, dort ist ein bisschen großes Wort. Dort soll mich antreffen, dass ich soll sein, dass ich sein göttlich, dass ich Gott seine Natur, und wir sollen ja demütig sein. Wir sollen nicht uns abheben. Und das ist nicht, was Petrus hier sagt, wir sollen tun. Aber weit wir nicht von wie wir geboren sind, dann ist Gott sein Geist an uns. So von wie dann sein, dass Gott an mich, das muss nicht. Ich kann keinem Gott seine Natur haben an mich, das muss nicht, no, das schafft nicht. Dann darf ich sagen, Gott hat nicht die Kraft, das an uns durchzuschaffen. In Ferien, das winkst wir in dieser ersten Stelle, nicht gehorsam gewesen sein, du winkst Kevin in Spiel kicken sein, das ist bloß nicht passiert. Und vielleicht hast du das gut von wieder, vielleicht kein morgen tun, aber andere Raum ans morgen tun. Hey, die best nicht mal die, was die ich immer wirst. Wo ist die da? Die fangen an Menschen für dich zu beten. In der Städte, die Trigjfaulen das. You know, whatever. Die Natur ist anders, als was ich immer wir. Und das ist Gott an uns. Eins muss dann gleich wie heilig zu sein. Zu sagen, ich bin heilig, dann dürfen wir Gott spotten. Oder dann dürfen wir erst was anderes sein. Das dort nicht reich ist von Christ zu sein. Aber die Wort heilig, dort bedeutet, dass uns jetzt gesund ist. Und wir gleichen dort für Menschen, die erkennen, hey, die sieht viel gesünder aus, als was die ich immer sage. Das gleich wie besser ist, wenn Menschen sagen, hey, die hast du gebetet, nicht? Das wird sollen sein, das sollst du denken. Wenn wir uns gebetet haben, dann so wie alle gesund sein, als was wir Eier wären. Aber no, von Menschen sagen, hey, die sind gesünder als die ich immer deut. Das gleich wie ich hier. Aber was von uns jetzt gesünder ist. Menschen sagen, wow, das kann nicht sein, das ist nicht deine Kraft, das ist Gott seine Kraft, und die, was das hier schafft, dort sitzt Schmack. Dort sitzt Schmack an die. Und dann sagt Petrus hier, in der Gottseligkeit, brüderliche Liebe. Brüderliche Liebe. Die läuft zwischen Brüdern. Die können zwischen Schwestern sein. Einmal die läuft zwischen Brüdern, sitzen mit Hunsch. Die Füße, die tun einmal nur sehr. Aber dann, Luther, dann kommen die Amsterdam auch noch. Und sind sich wahre gut. Brüderliche Liebe meint nicht, dass von meinem Bruder in Sinn anfällt, dass ich will sagen, oh, weißt du was, das ist bloß ein anderer Weg für ein christliches Leben einführen. Das ist alles okay. Ich glaube die. Alles, was die da ist, das ist ein Don't. Na, das ist brüderliche Liebe, nicht? Ich will keinmal so sein, was den können auf einmal so beteuen. No, aber würde die dort ganz arg sein, wenn ich auf einmal würde sagen, weißt du was, Bruder, ich glaube die, was sagen, die bist mein Bruder. Aber das, was die sagt, ich weiß bloß nicht, wo die kann sein, dass das mit dem christlichen Wandel passt. Wo schafft das? Ich will die nicht rächen, aber kostet mir das sein, habe ich das arg verstehen. Ich sage die gut, ich komme die nicht, Damen zu sein. Ich komme wenigstens, ich gleich die. Und ich sage, bekämmert über was die das ist. Wofür leichter wird dort ein Unternehmen von Menschen zu uns kommen, das dort, und die uns in Gelegenheit gibt, zu erklären, was passiert ist, vielleicht habt ihr das arg sein. Vielleicht
Vielleicht habt ihr das ganz arg euer sein. Vielleicht hast du es nicht so schlecht. Dann können wir das erklären. Well, das, was passiert ist das wirklich schlecht, was ich getan habe? Vielleicht ist das für uns so ein Blindspot. Wir hatten einen Vater hier an und der hat auf dem Spiel ein kleines Licht. Und ich wusste nicht näher, wo das war. Und dann auf einmal, oh, das sagt der Blindspot. Und dann kickt ich im Bett wieder und dann kann ich sagen, wie ein Chor. Der Chor hat ich nicht gesehen. So das Licht, das geht für mich abpassen, für die Dinge, die ich nicht kann sein. Wir haben alle so eine stehen, wo wir nicht können sein. Und dann kommen so breite Besieger an zu Desaster und sagen, hey, hast du das nicht mal gesehen vielleicht? Aber das wird es zu der anderen, was besiegt die stehen. Das wird es. Was passiert, wo kann ich mit dir halten? Das ist brüderliche Leib. Das ist wirkliche Leib. Dat wie der Mensch dale en meer schatzen doen, als wat hij van ons blijft. Denkst, dat kan vielleicht sprats gaan, en dan op einmal dan wordt der Mensch ons daal. Dat kan vielleicht. Wie müssen uns selbst prüfen, kommen wir mit einem argen Sinn denen entgegen, als dort, was der Trouble ist, oder ist es wirklich an der anderen, dass wir mit der rechten Sinn, mit Leib kommen, wollen den einhalten, und die bloß arg drehen. Dat is op den. En dan nu deze broederlijke lijf een algemene liefde. Een lijf wat te allen is. Zie, deze broederlijke lijf, dit is niet gemeint voor de mensen die niet christen zijn. Wings van de mensen die niet christ is en wie komen en zeggen, weet je wat, dit wat die is, dit past niet met die geestelijke wandel. Die heeft geen geestelijke wandel. Wir können Warnung geben, wir können sagen, weißt du was, das ist was Gott nicht gefällt, sure. Aber der hat keinen Glauben, das ist nicht wo am Hauptfeld. Am Feld erst den Glauben, und dann können wir brüderliche Leib. Allgemeine Leib, das ist für alle Menschen. Das ist für die Nicht-Christen, für die Christen, das ist von dem Mensch kalt ist, und wie hat Meier ein Warnig, dann können wir dein ein Warnig geben. Von wie Meier eten uns einschraubt haben, ist, was wir von der Brücken kennen, wie weit in der anderen Haft nicht. Und da ein bisschen mitteilen, das ist allgemeine Leib. Einige Menschen sind besonders begabt in das, dass sie so eine Dinge sein können. Einige blieben zu lang, so wo eine Hängewaschen, und die kickt zu lang, das ist eine Person, die zurückkickt, die blieben zu lang durch, hat nicht genug Zeit, um unterwegs rankicken sein, wo die anderen Menschen dort jetzt ist, der Halbfeld. Und es sind auch vielleicht andere Dinge, woran man das nicht sieht. Aber einige Menschen, Gott hat sie besonders begabt, um so eine Dinge zu sein. Wenn ich daran denke, für die Diakon will, kriegt das als ein von den Dingen, was ein Diakon wird sagen haben, als so eine Guf, dass ich kann sein, wo der Halb fehlt. Ich sage nicht, dass das der einzige Ding ist, ich will bloß sagen, das kann auch ein Mithalb sein, von wie wir an so eine Dinge denken. Glauben ist das Fundament, das ist, wo wir anfangen. Hebräer 11, Vers 1. In Jakobus, wir lesen davon, dass wie die meine Glauben ohne deine Worten, ich will die mein Glauben wiesen mit meinen Worten. Das ist nicht, dass die Worten das in Glauben merken, aber die Worten, die gute Worte, die sollen dir nur folgen. Und das soll ein Beweis sein von der Glauben, was hier bei ist. Tugend. All die Dinge, die positiv oder gut sind, aufrichtig sind, dass von einer sagt, ja, ich will das tun, dass einer das tut. Und wenn er auf einmal nicht kann, dann muss einer das erklären und probieren, einen sein Bestes zu tun. Aber nicht, dass einer bloß sagt, ja, ich will das tun und dann kann man das tun. Tugend, rein moralisch, in Hort, in Wied. Erkenntnis. Lehren, wo Dinge machen getan. Dat Information, Lehren, eine Schule sein. Wir sind alle in einer jährlichen Schule. Und dann, wenn wir einmal sein, in einem physischen Gebiet sein, was eine Bibelschule heißt, das ist nicht so wichtig. Verständnis mit einem seiner Früh, Verständnis mit einem seiner Kinder. Eins muss fehlt so eine Kurse starten uns, Leben, Respekt. Und es sind viele andere, ich bin sehr dankbar für dort, auch für die Männer like Waffles und Women are like Spaghetti. Ich bin sehr dankbar für so eine Dinge, dass einer dort kann lernen, wo verschiedene Männer früh sind, und Jungs und Mädels, dass einer besser kann und in seiner Familie Frieden haben. Dass kann noch scheiner gehen als euer.
der Haupt. Und der Erkenntnis, um dort zu lernen, wo soll wir das weiten? Paulus sagt, dort Jesus zu kennen, dort wo der Radung ist. Jesus zu kennen, das ist nicht bloß einmal Jesus annehmen und nicht wieder zu tun, das ist Jesus zu kennen. Das ist mit am Taub zu wandeln, das ist ein Weg von Leben mit Jesus taub. Dort ist, wo der Radung ist. 1. Korinther 14, Vers 20 sagt, liebe Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständnis, sondern an der Bösheit seid Kinder. An dem Verständnis aber seid vollkommen. Sie von erkennen schlechte Dinge, das Geld zu weiten, ein bisschen wo der Troft und Wort von der Dinge schlecht sein, das sei Geld. So ist ein bisschen Kinder. Die brauchen nicht alles weiten, dort der Ovenheit ist. Die brauchen das nicht alles verstehen, wo das Gas dieser Flanks, die Trüben kommt und wo das eine Hecht kommt und wo die kleine Spark von der anmerkt, dass dort auf einmal die 4 jaft und dann von der Kartstation ist, dann ist all das easy durch am Heid. Das brauchen die nicht alles verstehen. Die brauchen das nicht. Die brauchen alles, was die brauchen verstehen, ist bloß, von ich sage, der Oven ist heit, schiert es nicht an. Das ist alles, was die brauchen zu verstehen. Von der kommt schlechte, böse Dinge aus erwachsenen Menschen, das ist alles, was uns fehlt zu weiten. Gut tun, nicht in Pornografie, nein, dort schlecht. Wir brauchen nicht alles weiten, was das anhält, zum weiten, dass dort schlecht ist. Wir brauchen nicht erst etwas, wo das wird sein, wenn eine andere Person taub sein, als uns ihnen früher morgen zum weiten, dort schlecht. Das brauchen wir nicht tun. Wir brauchen nicht erst Legenes vertalen und dann die Folgen drehen, zum weiten, dort schlecht. Wir brauchen bloß weiten, Legenes vertalen, ist schlecht. Das ist alles, was uns fehlt. In Bösheit sieht Kinder, aber in Verständnis, in Gott sein Wort, du besonders, so wie vollkommen sein. Und was ist deine Arbeit? Ist deine Arbeit Hüsebieren? Dann blieb nicht einmal der Mensch, wird einmal mit fragen, okay, was soll ich? Das Zement gegucken oder ich die Halt geschnitten? Sie blieb nicht so dort. Lehr, nehm Tau in dort, was die Idee ist, dass die kost besser sein in dort, was die Idee ist. Dat is wat u alles zullen doen. Toenemen en wassen. Wat immer die Arbeit ist, physisch, was Gott uns gegeben hat, das ist ein Ding von wir ganz eng anfangen, aber wir sollen da nicht immer bleiben. Wir sollen mehr toenemen und lernen. Das ist nicht, dass wir mal eine Hecht kommen in die Arbeit, dass wir eine hechtere Arbeit haben. Ich meine nicht dort. Das ist ein Ding. Ich meine bloß, dass wir selbst besser werden und nicht bloß zu bleiben und zufrieden sein. Nein, ich will keinmal mehr lernen, ich will keinmal besser kennen. Von Gott, dass die Bruckst du helfen und nicht kann, okay. Aber weil wir das tun, was wir können mehr lernen. Und besonders in Gott sein Wort, wir sagen, oh, aber zu viel von Gott sein Wort weiten, dann wird Gott mehr von mir verlangen. Aber ich will eine Warnung geben. Eine Motto-Sprechung auch eine Warnung. Die Motto-Sprechung ist, ich glaube nicht, dass Gott wird jede erste Person verantwortlich halten für die Dinge, die ich keinmal können weiten. Aber ich glaube, dass Gott wird uns alle verantwortlich halten für all die Dinge, die wir würden können weiten, aber tun das nicht. Wir strengen uns nicht an, dass wir das kennenlernen. Das glaube ich auch. Die Dinge, die wir können, nicht tun, ich glaube ja. Und ich glaube, das ist biblisch. Selbstbeherrschung. Von der erst kommt zu Seitseiten nur im Multit, dann nicht Tieren-Dinge eten. Von der erst kommt, erst wird Keipen nicht 3-mal so viel Keipen, als wird eine Geld in der Bank haben. Von der erst kommt, erst wird versprechen, mit einer seiner Zeit, nicht alle Zeit versprechen für andere Menschen und nicht ewig halten für eine seine Familie. All diese Dinge, Selbstbeherrschung, lernen näher zu sein, aber auch lernen ja zu sein. Alle beide. Geduld. Wachen und Gott für seine Zeit. Und nicht jammerieren, wenn es nicht schlecht oder wenn es nicht ganz einmal schein geht. Nicht einmal jammerieren. Ich fall laatst von, ich habe einen Zipline gemerkt von meinen Kindern. Ich habe nicht meine eine Regeln gehört. Und ich kann da gelaufen gehen und so Superman bloß überrascht. Und kam auch nicht recht zu legen, dass ich wollte. Und
die in Bett wie in 3 Werk, waar ik normaal gehen kan. Ik moest immer so steht. En mir ging bloß so ein Mensch zu vertellen, von wo schlecht mir das ging. Und dann war ich an, wo ich da, und dann probierte ich Mehl zu holen. Nicht jammerieren, wenn es nicht ganz so schön ist, das soll. Nicht jammerieren. Gott danken. Ich muss Gott bloß danken und preisen dafür, dass ich das nicht kann von dir sein. Wegen die Tragmerker sagen, das soll auch weg sein, ich würde kein Gehen normal. Und ich bin Gott bloß sehr dankbar. Aber Frieden haben, von wie durch diese Dinge durchgehen, dass wir sollen juchen und Gott preisen. Von der Schlag jetzt, von wie Ende Lach band sind, und wir wollen das als ein Prüfsteck von Gott, das ist nicht wegen Sinn, dass ich hier bin, sondern das ist von Gott eine Prüfung, was ich hier habe. Dann sollen wir juchen und Gott preisen und danken, dass wir hier das können, hier sein. Denkt mal an die Apostel, als ein verfolgt wird, die sagen, preiset sei Gott, dass Gott uns hat, wird geteilt, dass wir können das durchgehen, ist das. Die fragen sich nicht nur, wie Gott würde entluten, so ein Prüfsteck durchkommen, so eine Verfolgung. Göttlichkeit. 1. Timotheus 4, Vers 8 sagt, denn die leibliche Übung ist wenig nütz, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Physische Übung hat sehr viel Wert. Das ist viel Wert. Aber nicht so viel Wert als Jesuche. Von wie nie in Vers 8 kijken, das sagt, Vers 8 und Vers 10 lesen, das sagt, und das wollte ich zum Schluss lesen, das sagt hier, denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und dann in Vers 10 das sagt, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwahlung festzumachen, denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Auf Jücht sagt es straucheln, auf Englisch sagt es Trigjfaulen. Dat von wir diese Dinge tun und uns glauben, moralische Charakter toenemen, und es dort, der Stelle, wo Petrus hier sagt, er sagt, dann Bruckst wie keinmal Trigjfaulen. Jesus sagt, der wird an mir bleibt, der wird Frucht bringen. Und Jesus covert es nicht. Das ist nicht so eine Idee, dass wir können uns selbst halten und wir wollen das selbst tun und uns eine Kraft hat nichts mit das zu tun. Wir müssen in Jesus bleiben. Und weil ich sage, von wir das tun, wir brauchen nicht Trigjfaulen. Wir haben uns heute Morgen zum Gebet. Gott, wir danken dir für dein Wort. Und ich frage, musst du uns halten, dein Wort in Denk zu halten. Musst du uns halten, dass das, was ich gesagt habe, nicht so wichtig ist, aber dass wir an dein Wort denken können. Dass wir in dein Wort wachsen können und teilnehmen. Musst du uns Mut und Kraft schenken, dass wir gehorsam sein für was immer das nächste Stopp ist in uns christlichen Wandel. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.